Ik zit hier met Hein Wiens uit Fernhem. En hij heeft veel aan de missie gearbeitet en mocht een beetje daarover reden. Dankzij dat ik hier zijn darf en die een beetje met die vertalen. Ja, dankzij. Jetzt schijnbaar maar met die te spazieren. Ja. En die best in een groot huis en hast veel Geschwister. Wo had je als kind, hast du die kindheid verbracht? Nou ja, mijn ouders hadden 15 kinderen. Het werd het 7e kind en daar zat het en zijn familie dan te die tijd weer. Dat we niets te ewelen. We hadden maar allemaal wat geld om zout eten en te leven alles. Hadden we allemaal alles. Ik kan me niet eentje daran herinneren dat we mal Hunger geleden hebben. Maar du bist christlich abgetrokken? Mijn ouders waren christen en we hebben ons God vertrouwen en arbeiden geleerd. Die twee zaken werden bij ons geschreven. Sehr wichtig. En dan zur Schule bist du an der Zentralschule in Philadelphia gegangen? Ja, eerst als ik de Dorpsschule afsloot, dan had ik den Wunsch, even ook in Philadelphia een Schule te gaan, een Zentralschule. Maar mijn ouders waren ook arm, grote familie. En dan hij dat met hem vooruit. Alle dag van Dorp 6 kilometer te Schule voeren met hem vooruit. Oei, dat zijn toch ja, dat is waarschijnlijk het eind. En dan, wanneer het regent en zo, bestemmt men Piet. En dan hast du bei irgendwann den Wunsch gekregen, ook de Bibelschule te gaan, ook in Ascension, also was van Chaco. Ja, met 16 jaar bekeerde ik me bij een evangelisatie, lijkt me ook met 16 jaar taufe. Arbeid dan in de gemeente met en als zondagsschoolleraar en beetje ook aan de jugend en zo. Ik had dan verschillende arbeid aan de gemeente Dennendorf. Had dan de gelegenheid ook als 19 jaar jong nog eenmaal de Bibelschule in Philadelphia te bezoeken, Tagesbibelschule. En als dat te eind weer, dan dacht ik zo, nou ja, dat is het. Maar dat je een zeugnis van IBA-studenten valt ik dan, dacht ik erop, God wil mij gebruiken, nu IBA te komen. Also een beetje meer te leren, omdat u ergens wou dag en een missie dienen zoest. Ja, het zal, ja, ik voel dat God wil mij gebruiken voor een arbeid hier in Chaco. Ik wist niet wat. Maar ik weet dat, ik zie dat mal te een leraar. Ik geloof God wil mij gebruiken hier in Chaco. Deswegen ben ik niet meer bijgekomen om Spanisch te leren uit de Bibel te worden. En die schade blijft in kop. Dat kan ik zeggen niet zo. Maar wanneer ik van dat denk, dat we God is wel dat je mij bijgekomen. Okay, du bist dann endlich, ja, vielleicht gekommen um Chaco, aber doch, war da hast du die geraubt, du hast beim CD gearbeitet, und hast du die doch geraubt, dort eine Leitung beim Manicomio zu übernehmen, oder wo wir dort? Ja, während ich die Titel am IBA das letzte Jahr kam die Anfrage, einen CD-Dienst zu tun bei uns, da viele CD-Arbeiter an der Watchstue, die wollten dann eine Carpinterie opmaken. En ik zal dat doen, en hij heeft 4 maanden vrijwillige dienst gedaan. En dan kwam ik terug in Chaco, als dan IBA afsluit. En als ik dan hier in Chaco weer kwam, was de aanvraag, als ik niet terugkomen wil, nogmaals 6 maanden dort te arbeiden. En dan, nur die 6 maanden, de leiding of de verantwoording voor de lokale CD-arbeid am Nervenasiel of Manicomio Nacional, zoals dat dan heette, te übernemen, ja. Hoe lang weg dan daar? Na, dat eerste jaar weet je alleen en dan bevrijd bij ons. En dan werd mijn vrouw ook aangesteld. Zo im Ganzen heb ik 6 jaar en 7, 8 maanden zo wat gearbeitet. Ah ja, da brauchst du dann unbedingt in Spanisch, was du bei mir beigelehrt hast. Und dann kommst du terug nach Chaco und dann gab es hier eine andere Abgabe?
Ja, ich habe, als wir dort wir die letzten 2 Jahre hat wir unsere Wirtschaft hier im Chaco gekauft und ans Silvia drin im Chaco, an die Kenia war wir hatten 2 Kenia, 2 Mädchen. Wir wollten drin im Chaco, an sagt das schwierig da. Und wir dachten so, Gott kann uns auch hier im Chaco brauchen. Und so tragen wir dann im Chaco und fangen mit einer Marktwirtschaft hier an. Und über der eingereicht hatte, kommt die Anfrage, was ich will, im Sanatorium Irene zu arbeiten. Dann wir nach Sanatorium Hafnungsheim. Das wäre wohl ähnlich seine Arbeit, als du in Ascension getan hast. Oder zumindest mit seinen Menschen. Ja, das wir ähnlich eine Verwaltung. Nicht so viel mit den Menschen persönlich als mit der Verwaltung vom Sanatorium Irene. Und so als sie dann noch länger im Evaluieren und kämpfen und dann sehe ich dann, ja, ich war mal versichert und im Versuch war das über 19 Jahre. Oh, über 19 Jahre. Und dann am Anfang noch mit zum ins Maltje und je nun vielleicht Maltje und dann zu gleich 7 auf Arbeit sein. 19 Jahre. Und dann wird endlich der Ende, da wird auch stehen. Naja, dann dachte ich, so, nu gehe ich mal endlich frei. Nu ich mal das Leben hier nicht. Und, mit Estancia. Mit Estancia, kaufte eine Estancia. Und nu werde ich mal frei von aller Verantwortung sein. Und nicht mehr ja Nachbarschafts- oder andere Menschen halt in so einer Organisation arbeiten. Ich habe ja beim CD und habe im Nerven hier im Sanatorium. Und fuhr dann mit Hans Boye, irgendwie kam ich dort am Supermarkt auf das Gespräch und er lädt mich an und ich fuhr mit. Hans Boye war einer, der von Zeppedartig angestellt war. Und der Zeppedartig hier am ganzen Chaco besitzen deed. Und da bist du viel mitgefahren und hast dann viel de Noten gesehen von Indianern, von Latein-Paraguayern. Und dort hat er dann auch Esperanza Chaqueña gegründet, eine Organisation, wo man würde sagen, Hilfe zur Selbsthilfe, vielleicht so ähnlich. Dort war dann gegründet, da hast du auch mitgeholfen. Ja, das gab, als ich dann mit Hans Boye mit für eine ganz andere Vision, eine ganz andere Vision gerichtet von Menschen in Not, wo Menschen leiden, wo Menschen arm leben. Das erinnert mich auch an meine Kindheit, wo ich arm gelebt habe. Ich kann vieles verstehen, sage viele Not. Und das impactiert mich. Ich sage, lieber Gott, wenn du hier eine Arbeit für mich hast, ich will das tun. Und Hans Boye früher für die Weste Schule an Martinez übernehmen. Teniente Martinez, das wird 2002. Sag ich, da wirst du nicht übernehmen, die haben die Kenia dort kommen und dort Internat. Ja, ich fange dann damit an, meine Frau und ich kriege meine Frau begeistert, mich für alle Monate pro Jahr dahin. Einmal den Monat sind wir dann einmal dahin gefahren und hat dann so angefangen. Als Sekt dann gegründet war, Esperanza Chaqueña entstand, dann habe ich für das damit gearbeitet und ich war die erste 6 Jahre für eine Verwaltung. Und als Kassierer hat dann damit gearbeitet. Also das ist für seine Gruppe, die irgendwo einen Freundeskreis haben und vielleicht von Spenden aufhängig sind und keinen legalen Beleg geben können. Die können unter dieser Organisation arbeiten. Ja, ein Ziel von Esperanza, vielleicht das letzte Ziel der Zeit wir, da gab es sehr viele Freundeskreise, viele Freiwillige. Die alle im Chaco arbeiten, von motiviert von der Arbeit auch von Hans Boye, von der Radioarbeit. Und die gaben aber keiner einen Beleg für die Spende oder für die Verwaltung von der Gelder. Und dort war ein Ziel, warum wir damals dort notwendig sagen, dass Esperanza Chaqueña oder eine Organisation gegründet wird, die vom Staat anerkannt wird. Und die legal können Fakturas ausstellen und dort Geld legal verwalten. Und dort ist es von der ersten Tag noch so. Ja, ich weiß, ich sehe mit die auch viel mitgefahren, rütgefahren. Also ich habe auch von anderen Menschen Spenden pro Vista Sachen gekriegt, weil es dort eine legale Organisation ist. Und damit eben arme Menschen geholfen. Was würdest du junge Menschen sagen, was den Ziel soll sein?
du hast gelehrt, du warst christlich ertragen erstmal, du hast gelehrt und hast nachher gearbeitet. Was ist die das Wichtigste, was die jungen Menschen sagen wollen? Ja, wenn man jung ist, hat man seine Träume, seine Vorstellungen. Dann hat man seine Ziele am Leben, das will ich erreichen und das will ich tun. Und wenn ich vandaag in mein Leben terugdenke, dann habe ich sehr viel Mal einen Traum und ein Ziel begrüßt und habe das nicht getan, was ich endlich tun will. Weil es Gott die dort anders angaf. Ja, und weil ich als jeder Mensch in einer von Jesus läuft, mir einmal gefragt habe, Herr, was wirst du dort ich tun soll? Und so wenig aus Schulbildung, als ich hatte, so wenig vorbereitet, als ich war für die Arbeit, hat Gott mir über einmal geholfen und ich habe so viel Wunder und so viel Frieden und so viel Segen erleben durfte, dass ich dort von dort nicht vermissen will. Und ich würde alle jungen Menschen mitmachen, horcht und fragt, was hat Gott mit ihnen für? Geld verdienen und dort irdische und die irdische Güter, dort ist nicht Nummer eins. Dort ist scheinbar man dort haft, aber der Friede und die Segen, erst wenn man Gottes Wille tut, Gottes Wille erkennt und Gottes Stimme gehorcht und dann auch lebt. Dankeschön, Herr. Das ist ein schönes Zeugnis, ein bisschen mal von deinem Leben hier zu haben. Und das letzte Mensage, das ist eine schöne Mensage an die ganzen Menschen, die das sehen. Dankeschön, dass wir das reden dürfen. Ja, Dankeschön auch. Und ich hoffe, das kann vielleicht jemandem sehen sein. Ich sehe, ich kann gar der Redner nicht, aber mir das praktischste Arbeit scheint, aber nicht reden. Dankeschön.